Servus beieinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Um was geht's heute? Heute geht's mal wieder ums Stockraffen, um den bayerischen Stockkampf, um vergessene Verteidigungstechniken. Um die geht's heute. Wo fangen wir an? Heute wird's endlich mal praktisch. Heute werden wir ein paar Sachen ausprobieren und verschiedene Verteidigungsarten einfach rekonstruieren. Ich habe euch ja schon mal erzählt, es geht hier nicht um einen Sport, sondern es geht um eine Verteidigungstechnik, die halt einfach schon lange vergessen ist. Und es ist extrem schwierig, da was zu recherchieren, da man natürlich ganze Bücher lesen muss, in Museen sich das Zeug anschauen muss. Man findet im Internet so gut wie gar nichts. Und wenn man viel liest, dann stolpert man vielleicht mal so über 1 oder 2 Zeilen und da stehen dann extrem interessante Sachen drinnen. Und ich habe jetzt alle eure Buchtipps durchgeschaut, ich habe mir eure Museumstipps angeschaut. Ich bin auch wirklich dankbar für eure Hilfe, weil ich habe euch ja schon mal gesagt, wir recherchieren das zusammen. Jeder, der dem ganzen Stockkampfthema bewandert ist, jeder, der irgendwelche alten Wörter, irgendwelche alten Museen, Bücher, irgendwelche Hinweise hat, dann schreibt es mir bitte unten rein, damit das Ganze ein richtig schönes, spannendes Gesamtpaket wird. Heute habe ich mir vorgenommen, werden wir so die ganzen greifbaren Unterschiede zu diesen ganzen Stockkampfsportarten mal so ein bisschen untersuchen. Und da gibt es einfach ein paar Dinge, die so grundlegend anders sind, weil es keine Sportart ist, sondern es ist eine Verteidigungstechnik gewesen von Bauern oder von Wandersleuten, die sich ja nicht bewaffnen durften, um effektiv gegen Gerüstete, gegen den bösen Buben, sage ich jetzt mal, gegen Wildschweine, gegen Hirsche, gegen Tiere, gegen Wölfe und so weiter sich verteidigen können mussten. Daraus entstehen natürlich ein paar grundlegende Unterschiede zu, ich sage jetzt mal, einer Gentleman-Kampfsportart, wie zum Beispiel mit dem Shillelagh, also Irish Stickfighting oder alle möglichen anderen Mann gegen Mann mit gleichen Waffen Sportarten, wo man natürlich ganz andere Sachen macht, wo man ganz anders pariert, wo man den sportlichen Kern hat. Hier geht es um maximale Zerstörung, maximale Angriffskraft und den Kampf natürlich so kurz wie möglich zu halten, weil es natürlich für einen Bauern, der auf Wanderschaft ist und der auf einen Gerüsteten stößt oder auf eine Wildsau, ist das natürlich ganz was anderes. Da liegen auch schon die größten Unterschiede erstmal parat. Schlagen, ziehen, stoßen. Das heißt, schlagen wie mit einem Hammer, ziehen, herziehen und dann natürlich stoßen. Und zwar mit beiden Händen. Und der große Vorteil ist, da sind auch wieder so ein bisschen so diese Einflüsse vom Talhofer, wo ich euch mal gesagt habe, es gibt ja nicht irgendwie so eine Tafel, wo die ganzen Moves jetzt draufstehen, so wie beim Talhofer, wo man sagt, gibt es die Parier-Dings und dann mal von unten und dann macht er so. Das ist wie ein Schachspiel beim Talhofer. Du siehst praktisch schon 3 Schläge vorher, ob er jetzt gewinnt oder verliert, weil das einfach auf einem ganz klaren System aufgebaut ist. Und da ist es so, es ist keine Sportart. Es ist eine brutale Verteidigungstechnik mit absoluter Aggression und den Kampf so kurz wie möglich zu halten. Also so ähnlich wie bei Krav Maga. Je härter du trainierst, umso kürzer ist danach der Kampf. Das ist wahrscheinlich so das Eheste, wie diese Stöcke ausgeschaut haben. Zu der Spitze, also nicht zu dieser, sondern zur Originalspitze gibt es nochmal ein extra Video, wenn ich die Zeit dazu habe. Aber ich möchte unbedingt diese originale Spitze nachbauen und die euch dann zeigen. Aber man sieht schon, so ein Teil hier, das ist natürlich schon ein mächtiger Verteidigungsgegenstand. Ja. Die stelle ich euch in Ruhe mal vor. Dann gibt es natürlich hier noch den Haussägen. Sollte auch jeder im Auto liegen haben. Okay, auf was wollte ich hinaus? Genau, Talhofer. Also, verschiedene Arten, um zu parieren. Und extrem interessante Sachen, nochmal Dankeschön, vom Recherchieren. Manchmal ist es ein kleines Wort, was dann wieder eine ganze Kette an spannenden Dingen anstößt. Zum Beispiel der Hackelstecken. Habe ich ganz vergessen, aber jeder, der drüber nachdenkt, klar, mein Opa hat einmal gesagt, nimm mir sein Hackelstecken mit. Der Hackelstecken, das Wort hackeln im Bayerischen, ich weiß nicht, ob das im Norden auch bekannt ist, sich hackeln.
Das heißt, sich streiten, sich schlagen, aneinander geraten. Der Hackelstecken, der Stock, mit dem man sich streitet, aneinander gerät, mit dem man sich verteidigt. Daher kommt das Wort Hackelstecken. Nicht nur wegen dem Hackeln, sondern wegen sich hackeln. Das heißt, wenn zwei mit einem Hackelstecken oder mit einem gebogenen Stock gekämpft haben, dann haben sich die gehackelt. Da kommen wir zum Thema. Schlagen, ziehen, stoßen. SZS. Und zwar mit beiden Händen, mit voller Kraft, mit Energie in die gegnerischen Geschichten rein. Beim Schwertkampf ist es so. Ich habe jetzt hier mal eins von meinen alten Übungs- und Kampfschwertern mitgebracht. Beim Talhofer gibt es ja verschiedene Techniken, wo ich mich immer gewundert habe, warum parieren die so komisch. Das heißt, es gibt einmal eine Parierversion, da hält man die Klinge mit der anderen Hand, was bei einem geschliffenen Schwert im ernsten Einsatz natürlich eine sehr komische Nummer ist. Das kommt vom Stockkampf, weil ich natürlich da so parieren kann und vorne die Deckung zumachen kann. Um die Deckung kommen wir auch gleich noch. Auch ein ganz großer Unterschied. Es wird nie die Deckung geöffnet. Das erzähle ich euch gleich. So, beim Talhofer gibt es auch noch eine andere Technik, weil man mit dem Schwert, wenn man damit eine Rüstung knacken möchte oder zumindest unter die Platten reinkommen möchte, ist das mit einer Hand sehr schwierig, weil man halt nur einhändig relativ, wie soll ich sagen, unkoordiniert mit der Spitze relativ wenig Energie aufbringt. Talhofer gab es eine Version, Angriff, Klinge aufgelegt und von unten die Rüstung geknackt oder was auch immer. Deswegen gibt es beim Talhofer verschiedene Techniken, wo man das Schwert auf den Handschuh legt. Genauso ähnlich ist es dann natürlich auch beim Stockkampf, weil ich immer noch glaube, dass der Stockkampf eher da war als im Talhofer seine Technik, dass wenn man richtig Energie aufbringen will, und die bringe ich einhändig nicht auf, wie beim Irish Stick Fight, wo sie dann und irgendwie, ich habe das auch jahrelang gemacht, drum, ich kenne mich aus und ich mag es auch nicht ins Lächerliche ziehen, weil es halt eine Gentleman-Sportart ist, und das ist richtig cool. Und wenn man natürlich auf einen trifft, der keinen Stock hat und der hier mit Anzug und Krawatte vom Saufen abends in Irland nach Hause geht und du hast einen Stock dabei und der pöbelt dich an, dann hast du mit Stock natürlich deutlich mehr Chancen. So, zurück zum Thema. Man greift den Stock mit beiden Händen. Eine der aggressivsten Angriffstechniken, die es gibt. Man hat die Hand hier hinten, damit man richtig Schub entwickelt. Und dann geht man mit absoluter Gewalt auf das böse Tier los. Das sollte man auch noch thematisieren in diesem Video. Nächster großer Unterschied. Es ist, wie gesagt, keine Gentleman-Sportart. Das heißt, es gibt beim Borischen Stockraufen nicht wie beim Irish Stick Fight diese Techniken, wo man den Finger ausstreckt oder den Thumb Grip, wo man halt dann den Daumen hat und dann mit dem Daumen wie beim Fechten dann die Angriffe macht, sondern man hat halt einfach mit roher Gewalt gegen den Gegner und nicht irgendwie fairer Kampf wie in England. Die zwei englischen Herrschaften duellieren sich mit ihren Stöcken. Das ist von der Dimples Brauerei. Da gab es mal ein Video, verlinke ich euch da oben. Wenn der natürlich einschlägt hier mit seinem massiven Silberkopf, das ist der Walking, Drinking and Fighting Stick. Das Coole an dem Stock ist, hier oben kann man den Kopf abschrauben. Und dann ist hier ein Flachmann drinnen und dann hat man gleich seinen Stammball und kann dann auf dem Heimweg noch schnell einen schottischen oder irischen Whisky trinken. Ja, und das Silberteil, wenn einschlägt, dann schlägt es natürlich gescheit ein. Aber es gibt nicht diesen Move mit dem Zeigefinger, wo man dann wie beim Shillelagh oder mit dem Daumen den Thumb oder Hammer Grip oder wie auch immer, das gibt es überhaupt nicht. Es gibt nur brachiale Angriffsgewalt. Trotzdem sehr schönes Teil. Und wahrscheinlich wirkungsvoller, als wie gar nichts dabei zu haben. Kommen wir zu einem anderen großen Unterschied. Es gab in Obernberg im Heimatmuseum gab es einen Tipp
von einem meiner Zuschauer. Super interessant. Zu den ganzen Raufwerkzeugen aus den Bauernkriegen. Wieder ein kleiner Tipp gewesen, der mir wirklich weitergebracht hat. Da sind nämlich auch diese Stöcke drinnen. Und auch eine kurze Erklärung, ich glaube, ein Satz oder so. Und es war auch sehr spannend. Und hat mir natürlich auch wieder bei der Recherche weitergeholfen. Die Möglichkeit, den Gegner oder das Viech zu ziehen, ist natürlich in anderen Kampfsportarten gar nicht vertreten. Also in anderen Stockkampfsportarten. Und auch diesen Stock mit diesem rechten Winkel zu benutzen wie einen Hammer. Das heißt, hier sieht man es auch schön. Das ist immer so eine Hammerform, die richtig Power, Dück, wo die richtig einschlägt, wenn man da zum Raufen geht. Es gibt ja bei vielen Stockkämpfen, wo man über den Kopf ausholt, ich zeige euch das nachher draußen, und dann auf den Gegner losgeht. Das heißt, jeder Schlag, der von oben kommt, jeder Angriff, der mit Schwung gezogen wird, der öffnet hier vorne komplett die Deckung. Das gibt es beim bayerischen Stockraufen überhaupt nicht. Man gibt nie seine Deckung auf. Nie. Es gibt auch nicht irgendwelche Drehungen wie in Hollywood-Filmen, um mehr Schwung zu haben, dass er sich um seine eigene Achse dreht und dann schlägt er zu. Das gibt es alles nicht. Man hält immer die Deckung. Man kämpft immer von unten. Man kämpft nie von oben herab, sondern man kämpft immer von unten herauf. Soweit zumindest meine Recherchen. Nie ist die Deckung offen. Das hat auch damit zu tun, wir verteidigen uns ja nicht nur gegen den bösen Mann oder den Typen mit der Plattenrüstung, sondern wir verteidigen uns auch gegen das Wild. Und es ist heute noch genauso, wie es damals war. So ein richtig aggressives Wildschwein ist da draußen das Gefährlichste, was dir passieren kann. Und da kommt ein großer Unterschied, an dem man heute nicht mehr denkt. Weil heute ist man natürlich ängstlich und denkt dran, man muss sein Gesicht und seinen Kopf schützen. Früher war das so, da war das Gesicht und der Kopf nicht so wichtig, weil man genau wusste, wenn der Keiler einen am Oberschenkel erwischt, dann verblutet er. Die Möglichkeit, dass man heute dadurch gerettet wird, wenn dich der Keiler aufschlitzt, oder die Bache, die auch keine unwesentlich krassen Zähne hat, dann gibt es heutzutage die Möglichkeit auf Rettung. Damals war das so, Schlagader offen, dann ist man da dran gestorben. Man hat keine Chance gehabt, jemanden schnell daher zu bekommen. Man hat keine Chance gehabt, der das Know-how hatte, um sowas vernünftig zu flicken. Vor allem nicht bei einem Bauern, vielleicht bei einem reichen Herzog, der dann schnell vor Ort dann abgebunden, verarztet oder sonst was geworden wäre. Und der noch 10 Leute dabei hatte, die dann diese Sau entsorgen. Das ist natürlich was anderes. Aber deswegen gab es immer die Technik, immer Angriff von unten. Und bei einer Wildsau ist es so, ich glaube, jeder kennt es. Ich habe auch schon mal ein Video über eine Saufedern gemacht. Gibt es auch da oben einen Link. Die Wildsau ist ein Panzer. Die kannst du von oben nicht kaputt machen. Bei der Wildsau, selbst beim Abfangen, selbst wenn du eine Schusswaffe dabei hast, eine 9 mm, auf einen Wildsauschädel oder auf die Schulterplatten, die macht ja gar nichts. Die läuft einfach weiter. Bei einer Saufedern ist es genau das Gleiche. Bei einer Saufedern, die läuft bis zu dir hin, wenn die Saufedern keine Parierstange hat. Und man muss sie vernünftig erwischen. Das heißt, eine Sau kann ich von vorne, wenn sie mich angreift, kann ich sie nur unterhalb vom Kopf, unterhalb von den Schulterplatten und von den Gelenken, von den Vorderläufen, da schaffe ich es, dass ich sie in den Brustkorb punktiere. Und dann wird es natürlich auch klar, warum die Stöcke eher so ausgeschaut haben. Das heißt, mit absoluter Energie diese 250 Kilo, wenn man keine Chance mehr hat, einfach aufs Korn zu nehmen. Und man darf dabei auch nicht vergessen, so eine Bache, der Kopf von so einer Bache, der ist ungefähr 35 Zentimeter lang. Der Kopf von so einem richtig wilden männlichen Schwein, Wildschwein, der kann schon 50 Zentimeter lang sein. Das heißt, selbst wenn ich den erwische und der kommt auf mich zu, dann ist der Kopf bis hierher. Das heißt, den Abstand brauche ich noch, 20, 30 Zentimeter, muss ich auf jeden Fall in den Brustkorb eindringen,
damit das einen Sinn macht. Beim Abfangen ist es genauso. Eine Sau abfangen tut man nie von vorne. Eine Sau abfangen tut man von hinten. Hinter dem Vorderlauf mit einem längeren Messer sticht man praktisch ein im 37,4 Grad Winkel, damit man zwischen den Rippen durchkommt. Alter Jägerwitz. Also 45 Grad gedreht, zwischen die Rippen, dass man in Herz oder Lunge kommt, von hinten, hinterm Vorderlauf, wenn die eh schon liegt. Wenn die einen angreift, heutzutage, solltet ihr schauen, dass er wegkommt. Es gibt keinen sinnvollen Tipp, wenn dich eine Wildsau im Wald angreift, was du dann machen sollst, weil die auch nicht dumm sind. Der einzige wirklich hilfreiche Tipp ist, wenn du nicht bewaffnet bist, kein Großkaliber irgendwas dabei hast, keinen langen Stock, selbst das ist auch heutzutage ein lebensgefährlicher Tipp. Der Vorteil, den ihr der Wildsau gegenüber habt, ist, eine Wildsau braucht extrem lange zum Umdrehen. Wenn die euch verpasst, dann habt ihr einen kurzen Moment Zeit, euch zu überlegen, was mache ich jetzt? Baumklettern, blöder Tipp, gibt es wahrscheinlich meistens keine, also zumindest keine Kletterbahn. Aber man kann natürlich sich überlegen, wie weiche ich der jetzt aus? Verstecke ich mich hinter einem Baumstamm? Wie komme ich aus dieser Situation raus? Weil die Sau eigentlich auch eine faule Sau ist. Die ist nur wütend, wenn man zwischen ihre Kinder kommt oder wenn sie halt einfach schlechte Laune hat. Aber die Laune hat sie nicht dauerhaft. Also die Sau ist kein Tier, das dir stundenlang nachstellt, wie jetzt zum Beispiel ein Wolf oder selbst ein Hirsch, wenn der richtig wütend ist. Der verfolgt dich schon eine Weile. Aber eine Sau, die hat irgendwann keinen Bock mehr. Die denkt sich, okay, jetzt ist er weg, wurscht, Situation durch. Und man darf es auch nicht unterschätzen, die Zähne von so einer Sau. Das sind Bajonette, gegen die habt ihr keine Chance. Das hier zum Beispiel, nur mal so zum Vergleich, so ein Schweinezahn, der kann 15, 20, 30 Zentimeter lang sein, wobei das meiste im Kiefer steckt. Das ist natürlich jetzt kein ganzer, aber der Griff hier, man sieht das hier schön an dieser Spur, bis hierher steckt der im Kiefer und dann ist der ziemlich lang. Das ist jetzt von einem Warzenschwein, nicht von der Wildsau, aber ähnlich krass schauen auch Wildschweinzähne aus. Die verletzen euch richtig und die versuchen auf eure Oberschenkelarterien zu gehen. Wieder ausgeschweift, aber auch ein riesengroßer Unterschied. Also immer Angriff von unten, dass ich unterhalb des Kopfes, neben den Schulterplatten und Knochen von den Vorderläufen vorbeikomme. Das war die Technik vom bayerischen Stockraufen. Und das nächste, deswegen geht man auch in die Knie und kämpft von unten, weil die keine Angst um ihr Gesicht hatten, sondern die hatten Angst um ihre Hauptschlagadern in den Beinen. Und genau die gleiche Technik, wenn ein Ritter mit Plattenrüstung kommt, der mit seinem Schwert von oben ausholen muss, weil er überhaupt keine Kraft hat, wenn er mit dem Schwert von unten irgendwie angreift, hat der Stockkämpfer den Vorteil, dass er mit richtig Energie in den Mann reingeht, weil wenn der ein Schwert hat, dann ist praktisch auf 2 Meter lebensgefährlich und wenn ich näher dran bin als 1 Meter, dann kann er mir mit seinem Schwert relativ wenig tun, es sei denn, er haut mir den Knauf auf den Kopf. Der Plattenpanzerknacker von unten, einzige Möglichkeit, um damals gegen einen gerüsteten und für die Zeiten schwer bewaffneten Krieger anzukommen. Gleiche Technik, von unten stoßen, das ist es gewesen. Oder von oben ziehen, und gucken, dass er sein Gleichgewicht verliert und dann noch kurz punktieren. Schwert ist langsam, Stock ist schnell. Dann kommen wir zum nächsten spannenden Thema. Im Gegensatz zu diesen ganzen japanischen Stockkampfsportarten versucht man beim Stockraufen den Gegner mit der Spitze zu treffen. Man versucht nie, den mit dem flachen Stock zu treffen, so wie jetzt auch beim Irish Stickfighting. Es ist ja auch so, dass man ja auch nicht wirklich den mit der Spitze schwer verletzen möchte, sondern es geht immer darum, dass man ihn so trifft. Oder am Oberschenkel oder am Unterschenkel oder von hinten oder sonst irgendwo. Beim Stockraufen, beim bayerischen voralpenländischen Stockkampf, versucht man immer, den Gegner mit der Spitze zu treffen. Das heißt, den Abstand üben, dass man genau weiß, wie lang ist die Reichweite von meinem Stock.
und dass ich genau weiß, dass ich ihn hiermit treffen muss. Bei allen anderen Kampfsportarten ist es so, ich kämpfe eigentlich so. Ich möchte ihn gar nicht mit der Spitze erwischen, sondern ich schaue immer, dass ich ihn möglichst hier so im letzten Viertel, auf die letzten 10 cm mit der Fläche möchte ich ihn treffen. Bei der ernsthaften Auseinandersetzung möchte ich dem ja keine blauen Flecken verpassen, sondern ich möchte ja die Situation so schnell wie möglich beenden. Das heißt, wenn jetzt einer mit so einem Stock kommt oder mit 2 Stöcken oder so und es ist eine Sportart, dann schlägt man sich ja natürlich nicht tot mit diesen Dingern, sondern er guckt, dass er möglichst viele Treffer hat, dass man ihn irgendwo blöd am Muskel erwischt, dass die Hand geschwächt wird oder der Unterschenkel oder sonst irgendwas. Dann kann er nicht mehr stehen, dann kann er nicht mehr laufen, dann kann er das Teil nicht mehr festhalten. Und das ist auch einer wieder zu dem anderen mit diesen Griffen hier. Ich habe natürlich die Wildsau, die an mir vorbeiläuft, oder ich habe den Ritter, der mit welcher Waffe auch immer an mir vorbeischlägt. Und wenn ich den Daumen stehen habe und der rutscht hier hoch, dann trifft er halt meinen Daumen oder meinen Zeigefinger. Das heißt, deswegen gibt es diese Griffe beim bayerischen Stockraufen gar nicht. Es gibt nur massives Angreifen. Da gibt es auch noch eine spannende Sache, die ich entdeckt habe. Ihr kennt ja wahrscheinlich diese Bondelkraxen, bayerische, mystische Symbole, die man aufgehängt hat, damit man Hexen und Truden und so weiter vertreibt. Da gibt es ein Video, verlinke ich euch auch da oben. Auf der Recherchen oder beziehungsweise bei der Stockkampfrecherchen bin ich auf diese Bondelkraxen-Geschichte gestoßen. Auf vielen alten Speichern, da hat man immer Sachen aufgehängt. Und man hat sich immer gewundert, was ist denn das komisches Zeug? Warum hängt da ein Büschel Stroh? Warum hängt da ein alter Schädel, ein Kürbis, ein was auch immer, irgendwas Robustes, ein viereckiger Holzscheit oder sonst irgendwas. Bei vielen Sachen haben sie dann gesagt, okay, wenn so eine Bondelkraxen ist, die natürlich ein Symbol ist und wo dann ein Schädel mit eingebunden ist und verschiedene Kräuter dran gewickelt sind, dann ist es natürlich mystischer bayerischer Schutzzauber, eine folklorische Schutzgeschichte. Und bei den ganzen anderen Sachen hat man natürlich gesagt, ja, das sind jetzt auch so mystische bayerische Schutzamulette, auch wenn da ein Stück Holz gehangen ist, an einer Schnur, an einer Kette oder sonst irgendwas. Der Hintergrund ist der, die haben auf ihrem Speicher Stockkampf geübt. Die haben mit diesen Dingern, haben sie geübt, dass sie die Distanzen von ihrem Stock und von ihrer Reichweite und von ihrem Arm lernen, weil die ja mit der Spitze treffen wollten. Die wollten nicht so jemanden blaue Flecken verpassen oder die Wildsau ein bisschen erschrecken, sondern jedem war klar, Angriff, ansonsten gehe ich aus dieser Situation wahrscheinlich als Toter raus. Und das war jedem klar. Das ist ja heutzutage, diese Dinge ändern sich natürlich, es wird immer gefährlicher da draußen. Aber früher war es klar, wenn du gerauft hast, dann ging es nicht um dein Leben, dann ging es vielleicht um deine Ehre, dann ging es vielleicht um deine Zähne oder sonst irgendwas. Aber du musstest nicht Angst haben, dass dich der jetzt absticht und umbringt. So wie bei einer Sau, bei einem Ritter, bei einem Hirsch, der sauer ist oder sonst irgendwas. Und da liegt der große Unterschied, dass man damals genau wusste, maximale Aggression, sonst komme ich aus dieser Situation nicht lebend raus. Gut, also Treffen mit der Spitze. Nächster großer Unterschied. Und geübt haben sie das am Speicher, weil es durfte ja keiner sehen, dass sie da Stockkampf trainieren. Weil ansonsten hätten sie ja wieder Probleme gekriegt mit der Obrigkeit, weil sie sich ja nicht bewaffnen durften. Und der Stock ist ja ein Spaziergehteil. Es gab natürlich noch mehrere so Bauernwaffen, die spannend waren. Die stelle ich euch vielleicht da anders mal vor. Aber eine sehr wirkungsvolle Waffe ist natürlich auch das hier gewesen. Weil das ist halt auch nicht reglementiert. Das ist auch heutzutage nicht reglementiert. Das heißt, wenn ihr irgendwo hingeht, wo ihr Angst habt, dass euch was passieren könnte, nehmt eure Mistgabel mit. Die kann euch keiner wegnehmen. Sieht ein Rechtsanwalt vielleicht anders, ich weiß es nicht. Oder Polizist oder wer auch immer. Also, was haben wir gelernt? Der bayerische Stockkampf ist keine Gentleman-Sportart und auch keine ritterliche Verteidigungstechnik, sondern da geht es darum, ich möchte gegen die Wildsau, das böse Tier, den bösen Mann, den Plattenrüstungstypen gewinnen. Noch eine spannende Geschichte. Ein Stock hat 2 Distanzen. Jetzt nicht nur beim Stockraufen, sondern immer. Ich habe praktisch die Distanz und ich habe die Distanz auf der anderen Seite, die kurze,
die halt hier so, kommt die immer drauf an, 20, 30 Zentimeter, das ist bei jedem Stockkampf so. Die habe ich natürlich auch. Und das heißt, ich habe verschiedene Abstände zu meinem Gegner. Das heißt, wenn ich näher dran bin, kann ich alles Mögliche mit der Seite machen. Und wenn er dann wieder auf Abstand ist, dann kann ich ihn mit der anderen Seite auch wieder erwischen. Und vor allem, das ist aber bei mehreren Stockkämpfen so, ja, nee, das stimmt nicht. Bei japanischen Stockkämpfen ist es überhaupt nicht so. Da habe ich meine Stockhand und mit der kämpfe ich. Und wenn ich vielleicht 2 Stöcke habe, dann habe ich 2 Stöcke. Aber da ist es so, ich ändere die Position, an der ich meinen Stock halte. Das heißt, ich bin auf der Seite und ich kämpfe auch mit der Seite. Das heißt, jeder Stock wird zweihändig bedient. Beim Shillelagh und beim Irish Stickfighting ist es genauso. Was haben wir gelernt? In die Knie gehen und immer von unten mit maximaler Freude. Bei diesen Stöcken ist es natürlich so, mit denen kämpfe ich mit einer Hand. Also ich habe wirklich vielleicht noch ein Schild oder einen zweiten Stock, aber ich wechsle bei solchen Stöcken nie die Hand. Ich nehme ihn nie so und kämpfe dann mit der anderen Seite weiter. Und vor allem, ich hole auch nicht von oben aus, sondern ich hole immer nur von unten aus, weil ein Tier, und das sollte auch so der entscheidende Punkt sein, dass es jedem verständlich wird, das Tier kämpft um sein Leben. Und genauso macht es jeder Angreifer auch, wenn das wirklich eine ernsthaft böse Situation ist. Und beim Tier ist es logisch, warum sollte ich, wenn das Wildschwein vor mir ist oder der Hirsch, warum sollte ich meine Deckung vorne öffnen? Warum sollte ich hier aufmachen, wenn mich das Tier angreift? Weil das Tier ist nicht blöd. Das weiß, okay, jetzt ist er fällig. Sondern ich bleibe vorne zu und ich nehme dieses Tier vor und ich gucke, dass ich es wirklich loswerde. Und genau das ist auch bei einem ernsthaften Angreifer der Punkt, dass wenn der ausholt, dann ist man da schon drinnen in der Situation. So wie mit dem Haussägen. Eine Hand Haussägen, eine Hand der Raufstock. Und dann ist man für jeden Spaziergang gerüstet. Durch die Kreuzberger Wälder. So, das waren heute mal wieder unglaublich viele neue Sachen. Das Video ist auch viel länger jetzt geworden, als ich das mir eigentlich vorgestellt habe. Und ich wollte euch noch so vieles mehr erzählen, meine neuen Stöcke vorstellen, noch ein paar andere Techniken, ein bisschen mehr draußen, andere Waffen, andere Raufwaffen. Aber das gibt es, glaube ich, im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann hinterlasst es mir doch einmal einen Daumen nach oben oder ein Like. Aber am liebsten wäre mal ein Kommentar. Irgendwas Schlaues. Vielleicht weiß ja wirklich jemand noch Sachen, die mir untergegangen sind, weil es ist nichts im Internet. Ihr müsst in euren Wirtschaften, in alten Büchern, alte Kupferstiche, alte Zeitschriften, alte Geschichten von Oma und Opa, da müsst ihr gut zuhören. Alte Bücher, zum Beispiel der Werwolf war ein super Buchtipp. Da steht zwar nicht viel drinnen, aber so zwischen den Hunderten von Seiten 2, 3 Sätze, wo es super interessant wird. Und wo natürlich auch über dieses Spielzeug hier gesprochen wird. Ja, passt auf euch auf, kauft keinen Klump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch was, habt ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch.